Studentinnen und Studenten, schön, dass Sie es einrichten konnten zu meiner Vorlesung bei Kaffee Clash. Ich werde mir jetzt hier gerne mal den Weg freischaufeln. Es ist ganz schön voll hier. Aber ich sehe schon, Miss Sophia, Sie haben es auch in meine Vorlesung geschafft. Natürlich. Gibt es denn noch Leute, die auch von außerhalb an unserer Vorlesung heute teilnehmen? Auf jeden Fall Professorin Nina, da ist zum Beispiel die Karin und der Markus ist da, der Inge ist da. Ich freue mich, dass alle so zahlreich erschienen sind zu der heutigen Vorlesung. Ja, ich hoffe, Sie haben Ihre Stifte bereit, Ihre Blöcke, gerne auch das neumodische Zeug wie Laptops oder iPads, fleißig mitschreiben und wir beginnen jetzt mit der Vorlesung Kaffee Clash. Hashtag FinneVollUni. Das ist das erste Thema auf unserer Vorlesungsagenda. Und ja, Auslandserfahrungen, das ist ja wirklich was Tolles. Man lernt neue Leute kennen, man lernt eine neue Kultur kennen und man lernt sogar eine neue Sprache. Wirklich schön. Der Finne, ich hoffe, entschuldigen Sie mich, liebe Damen und Herren, dass ich den Namen auch richtig ausspreche. Der Finne Juuso Nisula, der hat bei uns in Köln seinen Auslandsmaster in BWL absolviert und er war gar nicht zufrieden. Deswegen hat er auf seinem Blog 8 Gründe, warum man nicht in Deutschland studieren sollte, veröffentlicht. Im Hintergrund sehen Sie auch einmal, wie das Ganze aussieht, um das ein bisschen zu vervollständigen, ein bisschen zu verbildlichen. Ja, einstündige Monologe von Professoren, ein unfähiges Prüfungsamt und klar, das Wissen, das ich Ihnen hier in meiner Vorlesung beibringe, das muss ich Ihnen natürlich auch irgendwann mal abfragen. Er beschwert sich dabei aber über den Zeitpunkt der Klausuren und zwar genau an Karneval. Das ist blöd. Ein ganz schöner Kracher für die Universität zu Köln. Und Sie werden es nicht glauben, liebe Studentinnen und Studenten, auch ich benutze soziale Netzwerke und habe heute auf meiner Facebook-Timeline direkt die Stellungnahme von der Universität zu Köln gefunden. Ja, sie schreibt, wir nehmen das Ganze ernst, denn jeder Student hat einen eigenen Betreuer und Juuso hat sich anscheinend an seinen Betreuer nicht gewandt, denn die Uni schreibt den richtigen Wortlaut, wir hätten ihm helfen können. Liebe Sophia, da hinten in der 3. Reihe, wie reagiert denn das Netz auf diesen Kommentar von der Universität zu Köln? Also Uni ist ja generell immer ein sehr großes Aufregerthema und das Netz hat da natürlich auch immer viel zu sagen. Zum Beispiel unter anderem auch auf Facebook gesehen, dass ja, es ist ja auch gar nicht klar, wie ihm hätte geholfen werden können, weil der Argumentation sind, wie das mit Karneval, er hätte ja die Klausur an diesem Tag nicht mitschreiben müssen, hätte es auch woanders hinlegen können. Also es ist eigentlich kein großes Argument. Andere regen sich aber natürlich auch über die Uni rauf mit diesem, ihm hätte geholfen werden können, sagt jemand, ja sorry, das ist Selbstvernehmung der Uni, klingt viel mehr nach Fremdvernehmung, also auf jeden Fall immer ein Aufregerthema. Miss hier vorne in der 1. Reihe, ich sehe schon, Sie schreiben ganz schön fleißig mit. Sie brauchen auch jetzt nicht nur auf Ihren Desktop zu gucken. Haben Sie auch eine schlechte Erfahrung vielleicht in Ihrer vorherigen Uni gemacht? Ja, ganz viel. Ich musste viel zu viel lernen und hatte auch viel zu viel Freizeit während meines Studiums. Es war sehr hart für mich. Ich sehe das schon, also da sind auf jeden Fall noch Verbesserungsvorschläge da und ich hoffe, dass die Universität zu Köln diese auch zu Herzen nimmt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Studentinnen und Studenten. Ich hoffe, Sie haben sich alles notiert. Wir sehen uns wieder zur Klausur am 11.11. Und als Hausaufgabe möchte ich bitte, dass Sie sich einloggen auf kölntv.com und mitchatten bei der Sendung Kaffee Clash. Ihnen noch einen schönen freien Abend. Auf Wiedersehen. Dankeschön. So, ganz schön anstrengend, so eine Vorlesung. Jetzt machen wir es uns hier mal ein bisschen gemütlich, ein bisschen locker.
Jetzt sind wir wieder in unserem Wohnzimmer bei Kaffee Clash. Wir machen es uns gemütlich, aber wir haben natürlich auch noch ein weiteres ernstes Thema. Hashtag OB-Wahl. Am 13.09., also nächste Woche Sonntag, wird das neue Oberhaupt für Köln gewählt. Und da gibt es ganz schön Streit und vor allem Jochen Ott ist ganz schön sauer. Sauer auf die Wahlleiterin Agnes Klein, die übrigens auch wie Jochen Ott in der SPD ist. Das heißt, er klagt sozusagen eine seiner Mitstreiterinnen an. Ja, das war ja ein ganz schön großes Thema, von dem wir auch gestern schon berichtet haben, denn es gab da ja, mir fehlt das Wort. Nein, ich übernehme das. Dass die Schriftgröße auf den Wahlzetteln falsch ist. Und da wird jetzt vermutet, dass da Vorteile gibt, dass es da Nachteile gibt für gewisse Kandidaten. Warum ist der denn jetzt so sauer, der Ott, Sophia? Weil benachteiligt wird er ja eigentlich nicht. Ja, er ist stinksauer, das sieht man ja auch im Bild. Es muss ja möglich sein, dass eine ordentliche Wahl organisiert werden kann. Also regt er sich selber über diesen Wahlkampf, über das Wahlbüro auf. Und er regt sich halt vor allem darüber auf, weil ihm würde dadurch ja unterstellt werden, dass er Vorteile daraus zieht. Also da regt er sich schon etwas sehr auf. Er ja zum Beispiel auf Platz 1 steht auf dem Stimmzettel und die Henriette Reekers, also seine direkte Konkurrentin, ja nur auf Platz 6. Genau, die nimmt das aber sehr gelassen, weil die sagt, ach ja, ich rolle einfach das Feld von hinten auf und damit ist gut. Und er regt sich da halt ein bisschen ernst gemeinter auf, nenne ich jetzt einfach mal. Also er findet das alles auf jeden Fall auch nicht so lustig. Er hat aber ja auch noch einen draufgesetzt. Vor 3 Stunden habe ich auf meiner Facebook-Seite oder auf seiner Facebook-Seite dann eher noch einen Eintrag, einen Kommentar von ihm gefunden. Die Ausgabe neuer Stimmzettel ist eine Lösung, wenn auch meine Gegenkandidatinnen und Kandidaten um das Amt des Oberbürgermeisters hinter dieser stehen. Das Risiko einer Anfechtung muss so gering wie möglich sein. Andernfalls ist eine Verschiebung der Wahl die saubere Lösung. Das heißt, er geht ja genau auf das ein, was jetzt viele fordern, also die Mehrheit der Menschen fordern, Sophia. Meinst du, er stellt sich jetzt extra so ein bisschen hin, ja, ich bin der coole Politiker, ich habe die weiße Weste, mir soll keiner was nachsagen? Ich weiß nicht, also ich glaube eher, dass es noch mehr das ist mit, wenn ich mich jetzt gar nicht dazu äußere, dann kommt das, glaube ich, auch nicht gut. Aber gut finden kann er es ja, glaube ich, auch nicht, wenn sich alle aufregen. Also es ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Dass die Wahl verschoben wird, das hat auch der Verein Mehr Demokratie in NRW gefordert. Darüber spreche ich dann gleich noch mit Robert Hotsteeks. Der ist Anwalt für Verwaltungsrecht und berät genau diesen Verein. Und der wird uns das gleich alles nochmal ganz genau erklären und auch allgemein, wie die Wahl funktioniert, warum wir überhaupt wählen gehen müssen. Aber vorher habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Hashtag Anna Kotter. Gestern war sie ja noch bei uns, die YouTuberin Anna Kotter. Und sie hat uns sehr deutlich bewiesen, dass sie eine Karriere mit Schminktutorials wahrscheinlich nicht so vor sich hat. Du hast gesagt, du möchtest keine Schminktutorials machen. Deswegen machen wir beide heute ein Herbstfrisuren-Tutorial. Ach du Scheiße, Haare kann ich noch weniger, ne? Im Herbst, da windet es besonders doll. Ich glaube, ich werde gleich richtig begeistert sein. Ich sehe wieder ganz langweilig aus. Oh nein. Ich muss sagen, der Look steht dir dann doch ein bisschen besser. Aber nur ein bisschen besser. Du hast uns noch was mitgebracht? Ja, das habe ich, weil ich so ein unglaublich netter Mensch bin. Und vielleicht, weil ich das auch wieder mit den Haaren so ein bisschen Weltfriedenstag ist ja heute. Wir haben uns heute alle mal lieb. Richtig. Und deswegen gibt es für die Ladies, also als Mann könnte das natürlich auch wissen, dass ihr... Fühlt euch frei. Macht, was ihr wollt. Jeder kann es haben. Einmal diesen Lippenstift hier. Diese Farbe trage ich im Moment auch. Und dann gibt es noch diesen Bandana, damit die männlichen Wesen auf der Welt sich nicht ganz so benachteiligt fühlen. Aber natürlich auch als Frauen könnt ihr diesen Bandana anziehen. Ja, natürlich. Ihr könnt alles machen damit. Also als Männer könnt ihr mit auch Bilder malen. Lasst euch nur lieber nicht von Anna Kotter selber stylen. Macht es dann doch besser selber vielleicht, oder? Ja. Also Hausbesuch hatte ich jetzt noch nicht. Vielleicht das nächste Mal, aber nicht im Besuch. Das nächste Mal erfahren wir dann mehr. Schön, dass du da warst. Auch nicht. Ciao.
Und hier sind die zwei schönen Sachen. Einmal das Bandana und einmal den Lippenstift, den sie auf ihren schönen Lippen hatte. Das alles könnt ihr gewinnen auf unserem Marktplatz. Also chattet ganz fleißig mit, kommentiert, liked, was auch immer ihr wollt auf unserer Seite kölntv.com und dann könnt ihr das gegen eure Punkte eintauschen. Ist ganz einfach, also mitmachen. So, ich lege das jetzt alles mal hier schön hin, damit da auch ja nichts dran kommt.